Moin moin Digga, ich hoffe es geht gut. Wir sind in der besten Form. Wir gucken uns mal den interessanten Video an. Und zwar habe ich für euch rausgesicht haut Luxemburg. The Don't of Luxemburg. Natürlich. Den Dude will ich nur mal erklären, was den zu Lützburg nicht darf machen, was No-Go sind. Und ich bin mal ganz gespannt, was ihr da seht. Mir fällt ehrlich gesagt nicht an, weil den ha net dirft machen oder wat so No-Go sind. Ich weiß, dass zum Beispiel an verschiedenen anderen Länder, wie zum Beispiel Japan oder so, gehen viel mehr krass Regel gesellschaftlich, dass du, keine Ahnung, ich weiß nicht, du musst dann immer ein Geschenk mitbringen, wenn du bei irgendeinem auf Besuch gehst oder am Zug darf gut nicht geschwart gehen dann und du. Das ist ja heute ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Lapper alles an. Ich weiß echt nicht, ob es halt wirklich so Don'ts gibt. Natürlich, all Mensch freut sich über den zivilisierten Austausch, über zivilisierten Begegnungen und soziale Kontakt und alles. Das alles schiedveränlich behält, aber näheren hört mir das so etwas, was offiziell weltweit gilt. Dafür. Mir fällt wirklich schon nicht toll an. Dafür ist sie ganz gespannt an den Späten. Da sind dann immer noch im Sagen dabei, wo ich so, ja, das geht halt wirklich nicht. Ich bin gespannt. Ich hoffe, das ist ein cooles Video. Es geht 10 Minuten. 11, bald 11 Minuten, wie genau zu sehen. Ja, ich gehe so, wir gehen direkt ran, alles und dann her babbeln. Mark here with Walter's World. Today we're here in Luxembourg City in Luxembourg, and this country has a lot of things to do in such a small space. But we're not going to talk about just the do's today. What we're going to actually talk about are the don'ts of visiting Luxembourg. And one of the don'ts I've actually seen when I've been walking around here is don't worry about crossing the street because everybody will stop for you. You know, there's certain places like in Toronto, the traffic always stops for the pedestrians. Here is definitely one of those places. So the buses, the taxis, the drivers, the bikes, they all seem to stop for you, which is really cool as a tourist because okay, der Bro also anscheinend von Toronto, wann ich richtig verstanden habe, also mein Englisch also noch nicht perfekt, mein Englisch, also und so ganz Schwierigkeiten. Aber ja, also halt bleiben die Leute stehen beim Zebrastreifen. Ich hoffe wirklich, dass zu Toronto auch so aussieht, wird schlimm. Aber ja, natürlich, wir bleiben stehen, klar. Also nicht immer wahrscheinlich und so und nur Momente, wo ich muss bis mir lang warten oder so, aber normalerweise ist immer stehen. Dann schaffen doch in andere Länder. Mein Gott, ey. Bleib doch stehen. you're looking around and taking in all the beautiful architecture and the palace and the churches and stuff like that, and hey, you're not worried about getting hit, so it's kind of a funny thing. But I will tell you, it will be a little bit of consternation for you if you're driving here or if you're in a taxi wanting to hurry because they will wait for the pedestrians all the time. So I just want to give you the heads up to start off with that one. My second don't for you is don't expect to see a lot of Luxembourgers when you are here. Though there's 600,000 people that live in Luxembourg, only about half the actual population are Luxembourgers. Okay, das stimmt. Also don't, ja. Okay. Aber auch nicht viel, ja, Lützburg. Das ist ein kleines Land, mein Gott. Ich weiß so nicht, wo wir gestartet haben, aber das ist ja normal, dass irgendwann sein kann, ja. Dass es immer mehr im Mix geht, sozusagen, und dass die Einheimischen immer Männer gehen. Ja, das ist ja auch irgendwie natürlich. Eine normale Entwicklung von einem Land so. Ja, das war, ja, du sagst nämlich viel Einheimischer oder wenn du sagst, dann ist es immer so, also wenn du nur ist, dem sie kann so zum Beispiel Litze beschwätzen, das ist immer flott, so nicht mal, ne? Ich bin ein großer Fan davon, dass eben Spruch überall soll präsent sind und dass die Leute also einfach Lützburg schwätzen. Ich verstehe die Leute, die da auch eine Tigre, weil sie viel später hinkommen sind und dann es schwer und die Spruch neu zu lernen, weil sind wir mal ehrlich, ne, ich hatte letztes Jahr am Kur auch Lützburg Kur und ich bedauere all die spät musste lernen, ich bin froh, dass ich direkt kann. Aber das wirklich nicht so ohne das im späten Alter zu lernen, wie gesagt, könnt immer gut tun bei Lützburg, wann ihr merkt, dass ihr sich einfach mega zu schwätzen und so weiter.
Okay, and the thing is this is a very international, very diverse country. So, about 50% of the people aren't from here. And so you'll see a big Portuguese population. I know when I walk into the stores, every time I come here, I get so excited to see the Superboc and Sumo from Portugal. I'm like, yes, I'm back in my old land. It's so cool. But the thing is, kind of a typical Luxembourg family. Ja, Friedrich, Peter Superbock. Mir auch. These days is maybe the mom's from France, the dad's from Spain, and the kids were born here in Luxembourg. And so it's a very international place. So you have international restaurants, tons and tons of different languages. You'll hear German, you'll hear French, and everyone else will also speak English. And you'll hear actually some Luxembourgish occasionally as well. So you do have that. But you know what? Don't expect to meet a local, but if you do, get a picture of them so you can prove that they exist. It's like it's like when you see a leprechaun, like, oh, there's one, I saw one. And so it's the same thing with the Luxembourgers. Now the next don't I have for you is don't worry about the ups and downs here in Luxembourg. Eine Rarität, sag mal. Ja, da wie gesagt, ne, ich sehe selber auch mit Eltern aus dem Kopfwehr, gib ich nur ein Kopfwehr, go gib so eine schwere Kopfwehr, derner. Wann Scheiße willst du helfen, so du bist griechische Lützeburger. Also das ist ein bisschen Konflikt, so das ist näherens, also nicht, ich finde so nicht willkommen mit die Näheren irgendwie 100% chemisch oder so, weil Leute ihn dann auch nicht als so in unerkennen, und da sind Dilemma, aber das ist ein Thema für eine andere. City. So down behind me, you have the Grün. That's down below. That's the old center of the city. And so you can go down there. There's nice little, small passageways and the small alleys. Der wunderschönen Grund. Also du, ja, wunderschön. Du sind doch teilweise abgewürzt. Du, wie genau zu sind du am Neudorf, du die Gegend sind dann noch am Grund an Spielshow gegangen haben. Also die waren da tote sind die tote Gegend fand das einfach immens schön, und ich muss dann immer um den Kante denken. And stuff like that. There's not a lot of shops and things like that, but it's wonderful to walk around. You've got the Natural History Museums down there. You got the Neumünster that's right behind me. You can see that. It is a nice place to go, but it's way down there. And then you have the up part of the city, okay? And there you have the Notre Dame Church you can go into there, the cathedral you can go into. Ey, ist ehrlich, ne? Weil du letztes Mal noch gucken. Ganz ehrlich, lo. Wie oft war dir an die Dotte Kirche? Wie oft war die da? Weil ich weiß, du geht doch Dinge, so Tavern so weiter gemäht und du. Aber ich meine, ich war vielleicht so ein Geier da. Ja? Zweimal, und vielleicht, ich meine, mit der Schule geht wie immer überall hin. Aber ja, ich war wirklich nicht oft da an, ja, wann mit der Schule oder so. Go to St. Michael's, which is right over here. You can go to the casements that are right over there. It's the old fortification, like caves that you can go through. And it's really cool. And you're going to see all these things. But there's some up and there's some down. And some people go, I don't want to walk down there. That's a long ways to go, and come back up. Don't worry. There's a couple elevators that actually take you down and bring you back up, so you can enjoy both of them. And because I would say going down to the Grund is definitely much more of a relaxing place to go. And like, you'll be more by yourself than if you're up here in the upper city. So do have a heads up for that. Now, with the upper city and lower city, it kind of gets me thinking about another don't I have for you is don't forget to bring a good pair of walking shoes, because walking around the city, I mean, it's very compact. You can see pretty much all the upper city in a couple hours just walking around, and going to the Grund and other parts down there. You're going to be walking. Genau, also kann den Start auch an engem Darestrip durchschauen. Also das war ziemlich anstrengend, und wie gesagt, geht viel Bierjo, wann hier und da. Ja, das schon anstrengend, die ganze Stadt, so nicht mal für einen Tourist an engem Tag durchzuhauen. Dafür nicht schon recht, also gut, schon sind da auf alle Fall wichtig, aber ja, ich gehe so noch, das an alle Stadt, als das so, ne, und hier ist, wie gesagt, das ziemlich kompakt. Ja, mega interessant. Ich fand, kommen noch immer neue Geschäfte dabei. Verschiedene Geschäfte sind gefordert, das eben so ein enger Stadt. Ich fand, das war wirklich interessant. Auch aus der Sicht geschwatzt von einem, den aus dem Norden kennt. Also immer cool an Stadt zu gehen und durch ein kleinen Tierchen zu machen. Ne? Also für ihn, den dort lebt, das ist wirklich doch cool. Around, but it's a lot of walking around and a lot of hills and up and down. It's really important that you have a good pair of walking shoes, because you can walk along
the corniche, or basically what those calls their balcony, this basically nice little walkway that I'm on right here to overlook and see the Grund and see all kinds of places, but you're going to be doing a lot of walking and you don't want your dogs barking when you're here, okay? So make sure you got some good shoes. Now my next note for you is when you're walking around and you're seeing all this beautiful architecture, you're going to see some pretty fancy stores as well, and you might want to do a little bit of shopping when you're in Luxembourg, but the thing is, don't expect to do any shopping in the evening or on Sundays, because you know what, in the evenings they close the shops early, so you're not going to get a lot of shopping done at night. So make sure you're doing your shopping during the day and then enjoy the outdoor cafes and Ja, das stimmt, das stimmt. Also das ist nicht, dass man wie an Paris oder irgendwie an enger Großstadt irgendwo in Deutschland oder so, dass es da Shopping-Malls gibt, die da bis 1 Uhr oder so abholen, ne? Wo ich nach Paris war, wo haben sie das sind so riesen Einkaufszentren, die sind da bis mega spät ab. In Deutschland gibt auch so verschiedene Plätze. Wir haben letztes schon nicht. Außer, du musst so du hast den Norderen mega viel. Und zwar gibt es da den Knauf am Pommelach, und aber auch zu, ja, bis mir bei Huldang. Da gibt es doch einen Knauf, und die sind auch tatsächlich immer sonntags ab, und dann sucht dann immer voll, ne? Das sind immer Leute, die dann sonntags wollen, durch kleine Tierchen machen gehen. Dafür, also das stimmt, sonntags sind es viele Erwarten, mehr wenn der Glück oder die sind am Norden oder so, da kann der immer an den Knauf gehen, ne? stuff like that during the evening times where you can have some some drinks and some bites and stuff like that, because that's what you're going to do. It's not nighttime shopping here, sadly. So one of the things you'll notice when you're shopping or when you're going out to restaurants and something like that is the service here. And my don't for that is, don't expect friendly service. Don't expect over-the-top service. Don't expect helpful service. A lot of times you'll be going into shops or different places and it seems like they're gifting you the chance that you get to shop there or you get to be there. I mean, it's been a couple times our kids had said, ja, naja, also Punkt, wo ein hört, also ich fand, das hat mich noch nie wirklich gestört, dass man noch nie wirklich so wirklich mega evil abgestoßen oder so, dass die Leute generell vom Service nicht freundlich sind oder so. Die sind vielleicht nicht so fake wie in Amerika mit dem abgesattenen Fake-Smile die ganze Zeit, also ganz weird heinst du. Du kannst dann wirklich schwer wie Theater heinst du, wenn die Amerikaner gesagt schon erhalten oder so. Auch ziemlich oberflächlich immer. Aber ja, die sind dann aber, ja, ziemlich natürlich und so, und Fleisch für ihn, den aus Amerika können wie, also hier können aus Kanada, aber eben die von du vielleicht könnt den aus gewinnt, dass Leute dann überdrüber Hollywood lächeln, dann absetzen und so, aber nee, hey, ist das nicht so, und kann sein, dass das engem abfällt dann am Anfang, mit Gewinn in der Strom, wenn er lebt, dann absolut okay, wir sind absolut okay damit. did something happen that the shop attendant was mad at you, Mom, or mad at you, Dad? And I'm like, no, I just wanted to spend money. I just wanted to get some water. I wanted to get a shirt. I wanted to get you guys some souvenir. And you're like, what the heck? And it's funny because my French friends that are here even mentioned, like, yeah, even for the French, we find their Ja, mega basic, also gesagt, nicht mehr lecker aus. service here pretty bad in Luxembourg. So just have a heads up for that. There's no point to get upset because, believe me, they're treating everyone the same way. So just realize that everybody's getting bad service and you'll be okay, all right? It just helps you get through. Everybody getting bad service. Come on, bro. Ey, man, chill mal, so schlimm ist es nicht. That a bit so you don't get as frustrated. Now, another service that tourists like to use is like Uber and Lyft. And so my don't for that is, don't expect to find Lyft or Uber when you are here in Luxembourg. Their taxi systems, you can get apps for the different like web taxi and stuff like that. So you can get their taxis that'll come pick you up all over the country and take you all over. They are a bit pricier than what you were usually typical getting with like an Uber or something like that. But they do. Ja, du hast den absolut recht. Also das System verstehe ich auch nicht, dass es, also für war ein Teil am Land noch immer kein Uber ging. Also, es schon mal ein Taxichauffeur und so, und du gehst protestiert, weil es dann, wenn es der Konkurrenz will, sie da gar keine Chance mehr hatten zu überleben. Ich weiß nicht, ob du wirklich so aus. Aber, ja, das ist ein bisschen schwer, geben das schon, hältst du Wünsche, wenn den du in der Weh, also da rausgeht, Feuer geht oder so, für viel mehr easy, viel mehr einfach und so weiter. Noch mehr disponibel, mehr, ja,
war net daneben wirklich so ass, dass es eben von der Konkurrenz zu groß geht dann. Ja, mein Gott dann. Na, das ist eben so. You come, and we were staying out in one of the far out villages, and they still came and got us at 1 o'clock in the morning, so it's not really a problem. But don't think you're going to have Uber or Lyft. You're going to have to use the taxis when you're here. And the thing is, I guess another thing that would go off of that is also the taxis are a little pricey. So maybe don't skip getting the Luxembourg card when you're here, because it gives you free public transport. Oh fuck, schon noch nie hab so von der Herre, ne? Schon noch nie hab so von der Herre Luxemburger. Mal kurz gucken, was das. Transportation around Luxembourg, the Luxembourg city and stuff like that, which is awesome because there's buses that go all over the place and it's pretty efficient, so you can use that. So maybe don't feel you have to take taxis, but get the public transportation. That card can really help out. Oh, Loki auch schon geil, Mann, ne? Mit so einem Zug durch die Stadt zu fahren, einfach so. Dem Getränk. Sitzt der Hand auf der Bank, guckst du nur. Also das muss ich auch mal lenken, man. Das schreibt schon mal ab. Now, my next don't has to do with how long you're going to stay here. Don't think that you need more than a weekend to really enjoy Luxembourg, because since it is a relatively small country, I mean, it's like, 80, 90 miles up and down, 50, 60 miles across, so it's not super huge. So you can get to a lot of places, and they have public transportation that will get you to a lot of places too, but you don't need a super ton of time, because you can really wander the city here in Luxembourg City and see some of the good museums. The Museum of Modern Art's really cool when you're here. Ja, also, ja, Musik ist schon cool. Den Nationalmusik gebe ich empfehlen. Den Museum of Modern Art, oder den Mudam, gebe ich auch empfehlen. Mega geil und noch immer, also wirklich interessant Ausstellungen immer. Was Touristen aber nicht so auf dem Schirm haben, das die Schipperfauerzeit. Das waren Vakanzen noch ein bisschen am Gangen, Schipperfauer ist am Gangen. Ja, da kannst du sich sogar 3D wirklich dafür nutzen, letztlich zu gucken. Du siehst dafür Chipper vor und du auch für die ganze Rest zu gucken. Das ist so ein 3D mit Chipper vor und du und alles. Und noch cool, wie soll ich sagen, ersten Spot, also weiter hinzugehen. Das als etwas, das gebe ich den Touristen empfehlen. Also zu kommen, wann Chipper vor auch am Gangen ist. Here, and there's the natural history. There's some other ones here to check out. Occasionally you go to the Grand Ducal Palace and things like that. But it's not like there's tons and tons and tons of stuff to do. So you can go out and explore other things. But don't think you have to spend a lot of time here. And kind of leading off that, don't think you need to spend more than a weekend is, don't think that this country is too small to visit. Because there is more to see than just Luxembourg City. Because there's tons of castles all over Luxembourg. Because this is kind of like a crossroads throughout Europe. So there's all kinds of really cool castles to see throughout the country. And probably the easiest castle to get to when you are here is the Vianden Castle. I'm sure I'm saying it wrong, but at least I spelled it right down below. It's pretty easy to get to. There's a nice little village there as well you can check out. So it can be your afternoon day trip when you're here in Luxembourg City, basing yourself here. There's also the village of Echternot, which is a nice little village you can go see. The St. Peter and Paul Church is there. It's worth visiting. Echternot. Das ist so schwer für sie, ihr schon noch richtig zu pronouncen dafür. As well, and you can also go up to the Ardennes and the kind of like the hilly region in the north. So there's plenty of stuff to see and do when you're here for nice. Da Kasamatte mich auch mal ein Kerem gehen. Aber wie lange warst du nicht in der Kasamatte, ne? Wir sind nochmal wirklich ein Kerem gehen. Robust weekend trip, but not more than. Weil ich meine, die letzte Kurve, da war wirklich auch schon mit der Schule oder so. Ich fand wenn Lo im Jahr dann heuer und du fangen uns selber für so Sachen zu interessieren, ne? Weil wenn Schule seht, ja komm, gehen du hin, das automatisch schon, ne, ich find so scheiße, du bekapst das einfach nicht so als Jungen, dass das interessant ist und die ganze Geschichte, du bekapst das einfach nicht. Dafür, Kasamatte, geht wirklich Zeit hinzugehen. That, okay? You don't need to spend too much more there because you're not going to want to, because my next don't for you is don't think it's going to be cheap coming here. Luxembourg is one of the richest countries in the world, and the prices reflect that. In accommodation. Ja, das ist auch immer. Also hat man auch schon in den letzten Video gesehen. Also und sie erwarten nicht, dass es total billig ist. Und da wollen sie direkt so Gucci Store. Ey, Gucci Store. Weiß mein Gucci Store wird billig ist, Bro. Gucci und all die Geschäfte, die sind natürlich teuer, so, ne? Aber ja, auch von Zeit, wie Hilo Highwise, in den Kaffee gehst und muss in der Stadt, beim Polly und all die Cocktailbars und so weiter. Das ist mega geil, ne? Ist so nicht, dass die scheiße, mehr, die sind ultra teuer, ne? Und Kaffee in Highs ist schon ziemlich teuer, das stimmt. Der weiß Bayer 6 € oder so.
and going out to eat, going out to drink, buying stuff, things like that, you're going to spend a pretty penny when you're here. That's why I'm saying is do this as a weekend. You got more time, go to France, it's cheaper. Go to Belgium or Germany, it's cheaper to go there. And the thing is, you'll see that in the people, because a lot of people actually that work here, they actually live in France or live in Germany or Belgium, and then they commute in because it's so much cheaper not to live here. So don't be surprised if you're like, wow, how did I spend so much money here when I was only here for a weekend? That's Luxembourg. Now, I kind of related a little bit this before when I was talking about how, you know, the shops close a little bit earlier and people like to live a little bit farther out of the city, like in other countries. And that kind of leads into our next note, which is don't expect to see a lot of people out and about in the evening times. Because so many people live outside the city and, you know, it is rather expensive here, you don't have a lot really going on at night. And so when you wander around in the evening... Genau, das hat man auch schon am letzten Video Uwes zumuts während der Woche, wenn die Schulen mal am Gange sind, dann ist natürlich ziemlich ruhig. Ich würde nicht sagen, dass es generell schlecht ist, weil natürlich, wenn Uwes nicht los ist und so weiter, dann ist das immer für die Umwelt vielleicht gut, der Konsumverhalten ist hochgeschraubt, gezwungenerweise. Das ist aber auch cool für Leute zum Beispiel, die hier studieren kommen, in der Stadt, in der Schule und hier und da. Junge Leute, das wäre aber schon cool, wenn ich immer nach Heinz da oben muss an den, ich weiß nicht, also an den Charakter Info kann trippeln und das immer nach Heinz da mal etwas los und den noch die Leute an den Kaffee ein bisschen schnacken und hier und das ist schon cool. Heinz du den noch einfach Lust oder frei und dann geht diese kleinen Tische Mann, dann ist wirklich alles tot. Und das ist einfach etwas, das vermisst, also das gebe ich auch wirklich gern mal wünschen, dass er doch hier im Land mal ein bisschen mehr wie so ein, ich muss mich mal ein bisschen mehr zentrieren, dass es doch mal mehr in Nightlife hier im Land gehen, so in Nutzleben, so, das wäre wirklich cool, weil, ja, wenn an andere Länder geht oder mal auf Vakanz war, dann wundert den sich immer, ey, oh, was ist so viel los, ey, what the fuck, oh, was ist nach Emart oder so, das sind da Leute, wenn man in Thailand geht oder so, das ist nach oh, was das ist ja alles noch, fängt leverig und oder Länder auch, wo es mega warm ist, während dem da sind so, oh, was ist überall noch da und oh, was die Weiber sind von einfach viel mehr geil, ne, das ist einfach viel mehr geil. It's almost like you have this whole European capital to yourself, which is kind of a cool experience. If you're staying in town, it will be worth your money because you will be like having a city to yourself. Another don't I have for you, which a lot of our travelers like to always ask about, is Wi-Fi. Hey, in Luxembourg City, you don't have to worry about Wi-Fi. They actually have free Wi-Fi throughout the city, so you can just log on and have that and share your Instagram pictures of going in the casements or going to the Grund or seeing the golden... Ja, ist das noch immer so, oder, also ich weiß, du in der Stadt so Wi-Fi, wird das auch so limitiert, ne, dass du eine Stunde oder so, ich weiß nicht mehr, sucht mal einen Kommentar, ob das noch immer so ist, aber ja, ich weiß nicht mehr. Ja, also wollen wir eine gute Sache, ist wichtig, gibt keine Benodele, steht für kein Wi-Fi benutzen, dann, ja, nur der Dienst, was du nur die lässt, das ist nicht anonym, du musst dann deine E-Mail-Adresse und so weiter, Gmail, ne, Sicherheit geht. Stuff like that, you do have those things, so that's kind of cool. But one thing you won't see too many Instagram pictures of is the food here. And my don't for that is, don't think it's going to be easy to find Luxembourg food when you are here. Now, there's some stuff you can have, like they have some dumplings that are nice, and the wine for the Mosel River region, yeah, that's some good wine, you can have that. But in general, what you're going to have when you're here is you're going to have international food. Ey, so nicht mal etwas, ne? Ich koche immens gerne, ne? Aber wenn du so ein Spaghetti gesehen. Naja, sieht doch nicht so nice aus, ehrlich gesagt. Sieht doch nicht so nice aus. Aber ich gesehen direkt Keguanchale dran. Mit Rahmen benutzt. Das ist ein, ja, das ist schön. Also, es muss halt, wenn du irgendwo bei den Italiener gehst, meistens, dass der komplett das ist wirklich scheiße. Ja, es sind ob das ich für mal neu italienisch Restaurant zu finden, aber wenn da auch eine Suggestion ist, also eine Suggestion, ein Vorschlag hat, bitte schreibt mal den innen drin, weil ich gebe mir gerne so einen kleinen Tierschmann auf ein Restaurant testen und dann so mal ob da Lust dazu habt ihr gesehen.
You're gonna have Italian food, Greek food, Portuguese food. And the thing is, the Italian restaurants are with Italians running the whole thing. And the Greek restaurants is a Greek family running it. And the Portuguese restaurants, the Portuguese families running it. Because it's such an international city, the food here is really good from all the different countries that are there because the people are from there and they know what it's supposed to taste like. So you actually eat really well. So when you spend a lot of money, you're not really that upset because the food is pretty good. But don't expect to find too much Luxembourg food when you're out there. Ja. Even at the grocery stores, it's a Das ist also wirklich schön, da lohnt noch ein Kehr. Schreibt mir an die Kommentare, wo ihr geile Lützebusche Restaurants, wo ihr wirklich geil Lützebusch kann essen können. Mit so richtig Jutmat, Gardebohnen und ein gut Bohnen schlubbern. Hey, und du bitte schreibt mir hin, ich will unbedingt ein testen gehen und ich will unbedingt ein Kehr schmachen. Das ist so schwer, gute Lützebusche Restaurants zu finden, ne? A little bit tough to find some of it, so just have a heads up for that. And my last don't for you is, don't think it's too hard to get here. Look, getting from Paris, if you want to do a day trip from Paris, you actually can. You can take a TGV. It's only about 2.5 hours to get from the Paris Gare d'Est to here in Luxembourg, and then 2.5 hours back. So you leave in the morning, you can spend the whole day here, then head back in the evening, you know, leaving like the workers and heading back to France and stuff like that. Or you can go, if you want to go to Belgium, it's not too far either. We came from Brussels, about another 2.5 hour ride there, not bad at all. So you can actually make it an easy day trip from either of those places. Also, you can come in from Germany too. So there's a lot of options for you to get here and enjoy here. And I hope this video helps you know a bit more about Luxembourg, because a lot of people don't really know anything about it. They know it's that little tiny country there that's somewhere between like Germany and Belgium and France. Yeah, it's between all three. So they do have that. So I hope this helps you know a bit more what not to do when you're here, so you can enjoy more of what you do when you do come here. Anyway, if you want to learn more, maybe you want to learn about Belgium or France or Germany, some of the neighboring countries and their cultures, check us out on our website at waltersworld.com. Okay, ey, W für den dritten Herr, wirklich geile Video. Schon ein Video aus dem Titel bist du falsch verstanden, schon gemerkt für so Don'ts, also so, wie sollst du so sittlich sagen, wo ihr nicht darf mal so sitten, wo ihr irgendwie nicht gut kommen, aber näher, also so Verhalten sein, die nicht he soll machen. Mit war bisschen ernst, das war bisschen mit ums Gangen, wo ich soll go, wo ich nicht soll go, was ich soll erwarten und haben, du erwartet nicht. Dafür, also, und dafür war wirklich schon ein interessantes Video. Du musst mal so Punkte wie, dass das Ovis nicht hei, also, dass hei Ovis nicht viel lebt, oder Sachen eben da ja sind, und so weiter, ja, das stimmt, doch auch so Restaurant, und so weiter. Auch schon immer gut von den, also von den Tourist, dat wees, also auch vorab wees, ihr überhaupt dahin könnt. Dafür wirklich gute Video gemacht vom Herr. Checkt ihr sein Channel an. Sollt mal Bescheid, wann euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns dann die nächste Kehr und wünschen euch bis dahin nimmt das Best an. Bis demnächst.